Shalom Aleichem und eine Begrüßung zu Episode Nummer 3 von Jiddisch mit Borach. Heute wollen wir reden wegen der Pascha HaShavua, wegen der Pascha von der Woche. Die Pascha von der Woche ist der Teil von der Teure, was wir wollen heute lernen in Schule, in Synagogue, am Shabbos in der Früh, on the Sabbath morning. Und die Pascha von der Woche heißt Devorim. Und in Devorim lernen wir wegen, wie soll die Jiden haben nicht gemerkt reingehen in Eretz Yisrael, nachdem wir sich haben gehabt, gewandert in der Midbar im Meschach von 40 Jahren, haben sie nicht gemerkt reingehen in Eretz Yisrael. Und für was? Für was ist das so gewesen? Weil sie haben nicht gehabt, kein Betochen, Trust in Gott. As Chodsche, even though, Chodsche, sie seien geraten wird geworden für Mitzrayim, und sie haben gehabt gesehen, all the miracles, was Hashem Yitzbarach, was Gott hat gehabt gemacht für sie, für ihre Augen, und all die Nisim in der Midbar, sie haben bekommen gegessen Manna von Himmel und sie haben getrunken Wasser von der Stein. Sie haben gesehen all sorts of alle Mine Nisim in Mitzrayim, in der Midbar. Nur als sie seinen Gewinn gerät, reinzugehen in Eretz Yisrael, haben sie herausgeschickt Meraglim, Spies or Scouts, kdei sie sollen guck tun auf dem Land. Und sie haben das Tage gemacht, nur als sie seien zurückgekommen, haben sie geredet wegen die bösen Menschen, die starken Menschen, was haben gewohnt in dem Land, was Gott hat sie gehabt zugesagt. Und die Menschen haben gehabt Meure. They were afraid. Sie haben gehabt Meure für die dosigen Menschen. Sie haben nicht gar kein Betrochen in Gott. Sie haben gehabt gesehen, all die Nisim haben sie gehabt Meure. Ist Gott geworden in Kass. He became angry. Ist gewesen in Kass. Ist geworden kastig, angry. Und hat gesagt, als der ganze Dorf, was hat durchgelebt, all die Nisim, wird nicht reingehen in Eretz Yisrael, weil sie haben nicht gehabt, kein Vertrauen, kein Betrochen, no trust in Gott. Und viele Moshe, hat gezweifelt einmal, und einmal ist gewesen, schon zu viel für Gott. Und Gott hat gesagt, viele zu Moshe Rabbeinu, even to Moshe Rabbeinu, Moses, als wird nicht reingehen in Eretz Yisrael. Nur ein Mann, Caleb, ist gewesen treu zu Hashem Yitzbarach und hat gehört zu Gott und hat gemerkt reingehen in dem Land. Und was heißt das für uns heute? Es heißt zutage, wir nicht kein Stimme von Himmel, von die Wolken. Wie sollen wir wissen, ob wir haben betochen in Hashem Yitzbarach in Gott? Und wir müssen zuhören, hören zu der innerlichen Stimme, the inner voice. Und ich meine, die innerliche Stimme, das ist unser Gewissen. Und wir müssen hören zu der innerlichen Stimme. Und das ist so wie die Jiden zu der dosigen Zeit. In der Zeit von der Midbar, von Mitzrayim, wir haben nicht keine Stimme vom Himmel, nur wir haben die innerliche Stimme. Und wir sind treu zu sich allein, zu der innerlichen Stimme. Wenn wir Punkte so wie zu haben betochen in Hashem Yitzbarach. Hashem Yitzbarach hat zu uns durch die innerliche Stimme. Und das ist, was ich allein meine. Ich bin nicht kein Rav, nicht kein Rabbi, nur ich bin nur Borach. Und als Borach kann ich euch sagen, als
Ich meine, es ist die innerliche Stimme, das ist Gott, was redet zu uns und wir sollen hören zu der Stimme. Der zweite Indien, wegen welchen ich habe gewollt reden, ist wegen dem Land Gufa. Nachdem wie Gott hat gesagt, dass die Juden mögen nicht reingehen, in der Pascha von der Woche, redet wegen die Gegenden, was die Juden haben gemacht, wegnehmen von anderen Menschen und welche Gegenden sie haben nicht gemacht, wegnehmen von anderen Menschen und von anderen Völkern. Und heutzutage wir haben die jüdische Medina, Eretz Yisrael, und wir haben Sorges. Wir haben Sorges mit den Palästinern, wir haben Sorges mit verschiedenen Ländern, wo es seine Namen zu Eretz Yisrael, von der Medina Yisrael. Und man muss sich fragen, mögen wir nehmen ein Teil von dem Land, sie nicht. Und verwurzeln. Noch einmal, wir müssen zuhören unser Gewissen. Ja, unser Gewissen, our conscience. Und das ist also wie zuhören die Stimme von Gott. Es ist unser Gewissen, es ist Gott, redet nicht zu uns direkt, wir haben nicht keine Worte, nur wir haben ein Gewissen, a conscience, und euch mal tun, guck auf alles, was geschieht in der Welt und all die Zorres mit den Palästinern, mit den Menschen, was leben in anderen Ländern, was nur zu Israel, und euch mehr haben die Kasches, was sollen wir tun, wie sollen wir sich aufhören mit sie, wir sollen wegnehmen mehr Land von sie. Man muss zuhören unser Gewissen und das ist wie die Stimme von Gott. Es ist, wie soll Gott redet mit uns. Und das ist, was ich meine. Es ist nur meine Wenigkeit, was ich meine. Und das ist, was ich habe gewollt sagen wegen der Pascha von der Woche auf Jiddisch. Seid gesund und wir werden reden noch einmal und das kommende Mal werden wir reden wegen jiddischer Kultur. Seid gesund.